Es ist schön, euren Enthusiasmus zu spüren. Ich hoffe, er hält an. Denkt an diesen Moment, wenn es hart wird in der Predigt, okay? Wir lesen Matthäus 13 von Vers 1 weg. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich so viele Menschen um ihn, dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Das ganze Volk stand am Ufer. Und er sagte ihnen vieles in Gleichnissen. Seht, der Sämann ging aus, um zu säen. Und beim Säen fiel etliches auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand. Und ging sogleich auf, weil die Erde nicht tief war. Als aber die Sonne aufging, wurde es versenkt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen schossen auf und erstickten es. Wieder anderes fiel auf guten Boden und es brachte Frucht. Das eine 100-fach, das andere 60-fach, das dritte 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Matthäus 13 durchliest. Ich möchte dir das ins Herz legen. Wir sind in dieser Predigtserie drin, wo wir uns mit diesen Gleichnissen befassen, die Jesus über das Königreich seines Vaters letzten Endes bringt. Man sagt davon auch die Gleichnisrede. Also es sind verschiedene Gleichnisse, die Jesus bringt. Und für mich ist es bis heute eines der herausforderndsten Kapitel in der Bibel. Weil Jesus ist an manchen Orten so deutlich. Hast du das auch schon erlebt, dass du die Bibel liest und du denkst, wow, okay. So richtig in your face. Aber hier in diesem Kapitel ist es so, ich habe mich immer wieder gefragt, warum machst du es den Leuten so schwer? Und ich glaube, genau diese Frage, dieses Kopfkratzen hatten auch die Jünger. Die gingen danach zu Jesus und sagen, was ist eigentlich los mit dir? Warum redest du so kompliziert? Du hast uns doch bei der Bergpredigt gezeigt, wie klar du auch sein kannst. Warum kommunizierst du so verschachtelt? Was soll das? Und Jesus so ganz gelassen, weißt du, einige kapieren es und einige nicht. Die Frage ist, zu wem gehörst du? Euch will ich es erklären, sagt er dann zum Glück. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ich glaube, so hat es ihn ungefähr beschrieben. Er sagt, es sind 4 Böden da. Die Saat fällt, Gott sei Dank, nicht nur in den guten Boden, sondern überall hin. Einiges fällt auf den Weg. Das sind Menschen, die hören das Wort, aber sie verstehen es nicht. Sie hören es zwar mit ihren Ohren, aber sie verstehen nicht mit ihrem Herzen. Und es geht verloren. Es wird sofort wieder geraubt. Es kann keine Wurzeln schlagen. Der zweite Boden ist der felsige Boden. Menschen hören das Wort Gottes. Sie hören das Evangelium und es wird mit Freuden aufgenommen. Aber du weißt, wie es ist, wenn du felsigen Boden hast. Obendrauf hast du ein bisschen Erde. Das kann anfangen zu wurzeln, aber die Wurzeln gehen nicht tief. Und wenn die Sonne kommt und trocknet, vertrocknet alles. Und es fällt wieder weg. Der dritte Boden sind die Dornen. Ich denke, da können wir uns noch am ersten vielleicht damit identifizieren, weil Jesus spricht ganz klar darüber, das Wort kommt an, die Menschen hören, sie verstehen, aber dann kommen die Sorgen der Welt und der Wohlstand und der Reichtum und werden größer und größer. Das ist für uns noch ein naheliegender Boden, oder? So als 1-2% der reichsten Menschen auf dem Planeten. Und dann gibt es den 4. Boden, den guten Boden. Die Saat fällt, wir hören, wir verstehen und wir bringen Frucht. Und Jesus faltet das Ganze etwas auf, aber es bedingt, dass die Jünger nachfragen gehen. Sie rennen in seine Nähe, sie rennen zu ihm und ich glaube, da ist so ein Side-Learning drin für dich und mich, wenn wir Dinge nicht verstehen in der Bibel. Renn hin und frag nach.
Gott will, dass du verstehst. Aber manchmal zieht er dich auch bewusst in seine Nähe. Damit du hingehst zu ihm, demütig bleibst. Sag, ich verstehe es nicht, aber schenk mir eine Erkenntnis. Zeig mir, was ich verstehen soll. Und ich glaube, das hat er mit den Jüngern da genauso auch gemacht. Die große Frage ist, wie offen ist dein Herz? Wenn du diese 4 Böden anguckst, die jetzt gerade da waren, mit welchem identifizierst du dich? Oder gibt es Segmente in deinem Herzen, wo du merkst, ja, an gewissen Orten merke ich, da ist guter Boden, an anderen Orten merke ich, das ist vielleicht schon noch etwas dornig. Und vielleicht manchmal auch verschlossen, wo ich das Gefühl habe, ja, da ist noch nicht wirklich Offenheit da. Die große Frage ist, was ist überhaupt die Saat, die Wurzeln schlagen soll und aufgehen soll? Ich finde, selbst in der Erklärung, die Jesus bringt, ist er nicht wirklich klar. Ich liebe halt klare Worte. Und ich finde auch dort wieder, man muss ein bisschen tiefer graben, um zu verstehen. Jesus sagt, und das ist was Spannendes, was dort in diesem Kapitel steht, Verse 16 und 17, selig aber eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich gesehnt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also viele Menschen, die Jesus selbst als Gerechte formuliert, viele Propheten, haben sich gewünscht zu sehen, was du jetzt gerade siehst, was du hörst, aber sie haben es nicht gesehen und nicht gehört. Ich finde es spannend, wenn wir das Evangelium wechseln, ins Johannesevangelium gehen, kann uns dabei helfen, das zu verstehen, was er meint. Johannes 1,14 steht, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeuge seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die ihm, der Vater, seinem einzigen Sohn gegeben hat. Und es wird klar, es geht um das, was Jesus auf die Erde bringt. Mit Jesus Christus kommt Gottes Reich auf die Erde. Das Evangelium, was Jesus bringt, wird offensichtlich. Und wenn du liest, wie zum Teil die Menschen und vor allem jetzt auch die Schriftgelehrten gestruggelt haben, dann wird das deutlich. Menschen, die das Alte Testament voll verstanden haben oder glauben verstanden zu haben, auswendig kannten zum Teil, haben Jesus nicht erkannt, weil so ein gemachtes Bild da war, wie der Messias aussehen muss. Und Jesus macht klar, wenn du mich erkennst, wenn du verstehst, dass ich Gottes Sohn bin, dann siehst du etwas, das haben sich alle immer gewünscht. Wenn du meine Worte hörst, dann hörst du etwas, ich mache mein Ohr mal frei, dann hörst du etwas, was alle immer hören wollten. Du kannst es sehen, du kannst es hören. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du seinen Worten glaubst, wenn du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist. Verstehst du, was das für ein Privileg ist, dass du das glauben kannst? Ich versuche gerade jedem in die Augen zu gucken. Verstehst du das? Verstehst du, was das für ein Privileg ist, wenn du das glauben kannst? Schau dich um in deinem Umfeld. Nicht jeder kann das glauben. Aber du kannst es glauben. Du darfst verstehen, dass du geliebt bist. So sehr, dass der Vater seinen Sohn für dich hingegeben hat. Du darfst verstehen, dass dir vergeben ist. Ganz egal, wie du dein Leben lebst, ganz egal, wie deine Woche bis dahin ausgesehen hat, du darfst jetzt in sein Haus kommen, in seine Gegenwart kommen und du bist gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Verstehst du, was das für ein Privileg ist? Du bist angenommen. Der gesamte himmlische Segen, schreibt Paulus mal, steht dir zur Verfügung aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat. Er wird dich nie verlassen.
Du wirst immer bei ihm sein. Das ist das, was alle sehen wollen. Das ist das, was alle hören wollen. Und selig sind die, die das sehen. Selig sind die, die das hören. Die das Evangelium sehen dürfen in der Person von Jesus. Hören dürfen, aber auch verstehen dürfen. Und etwas aufgehen darf in ihrem Herzen. Was für ein Privileg. Und ich mache dir Mut. Sag Gott mal Danke dafür. Ich weiß nicht, wann du das zuletzt gemacht hast. Dass du das glauben kannst und für das, was das in deinem Herzen schon ausgelöst hat. Sag dem Menschen mal Danke, der dir das verkündet hat, dass du es überhaupt glauben kannst. Vielleicht waren es deine Eltern, vielleicht deine Großeltern, vielleicht war es jemand in deinem Umfeld. Sag mal Danke dafür, weil es ist unglaublich kostbar. Und die Jünger, die mussten das verstehen. Die Jünger mussten das zuerst mal für sich selbst verstehen. Und erstmal selbst in den Spiegel schauen, wie sieht denn mein Herz aus? Wo kann denn diese Saat wirklich auf guten Boden fallen in meinem Herzen und wo nicht? Wo sind noch Dornen, die das ersticken, was wachsen soll? Wo ist noch felsiger Boden? Wo ist mein Herz noch verschlossen, vielleicht aufgrund von Rebellion oder von gemachten Bildern, die Gott nicht auftrümmern darf? Und das andere, glaube ich, was sie durch das Gleichnis auch verstehen mussten, ist die Rollenverteilung einmal mehr. Wer sät? Wer ist der Bauer? Es geht gar nicht so sehr darum, dass die Jünger mit diesem Gleichnis aufgerufen werden, jetzt die Rebschere hervorzunehmen und rumzuschnibbeln. Es kommt ja gar keine Handlungsanweisung, es geht darum zu verstehen. Es wird gesät und es wächst oder es wächst nicht. Punkt. Mehr ist gar nicht drin. Aber ich glaube, es geht weitaus weiter, als dass es die Jünger für ihr eigenes Herz verstehen mussten. Ich glaube, sie mussten es für ihre Mission verstehen. Und da war ein ganz, ganz wichtiger Moment in der gesamten Geschichte von Gottes Reich. Stell dir vor, die Jünger hätten das nur auf sich bezogen. Würdest du heute hier sitzen? Würde es unsere Kirche heute geben? Wenn die Jünger das, was Jesus in Matthäus 13 gepredigt hat, ausschließlich auf ihr eigenes Herz bezogen hätten, wie weit wäre das Evangelium gekommen? Aber es ist spannend zu sehen, wie Jesus den Jüngern einen Auftrag gegeben hat und sie langsam dahin geführt hat. Ich habe mal im Zuge der Vorbereitung der Predigt, habe ich mal bewusst, es gibt ja diese Bibeln, die machen so schöne Überschriften über die Abschnitte. Und ich habe so eine Bibel genommen und habe einfach mal durchgeblättert, weil ich mal sehen wollte, wie ist denn Jesus vorgegangen mit den Jüngern. Weil anfangs, lasst uns ehrlich sein, müssen wir das zuerst mal für uns verstehen. Wir können gar nicht anders. Am Anfang muss es so sein, dass das, was Jesus sagt, dass das einfach mal mich betrifft, mein Herz. Aber es ist spannend, wie Jesus die Leute mitnimmt, die ihm nachfolgen. Am Anfang redet er ganz, ganz konkret in ihr Leben rein. Das merkst du in Kapitel 5 bis 7 des Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt, wo Jesus das Gesetz Gottes aufnimmt und auseinander nimmt und analysiert und klar macht, hey, das Gesetz führt zum Leben. Und wenn du es zulässt, dann wartet ein Leben in Freiheit auf dich. Aber es fängt ganz im Kleinen an, es fängt hier oben an und er nimmt die Jünger ganz nah zu sich und sagt, pass auf, was hier oben passiert, was du hier oben zulässt. Pass auf, wie du deine zwischenmenschlichen Beziehungen lebst. Und er gibt klare Anweisungen, er ist so klar und klare Handlungsanweisungen und gibt uns viele, viele Hinweise, die uns extrem helfen. Wenn du die Bergpredigt länger nicht mehr gelesen hast, mach das mal wieder. Die hat so eine mega Power und die wird dich ausrüsten. Und dann geht es aber weiter. Kapitel 10. Die erste Aussendung der Jünger.
Er schickt sie los. Auch das musst du mal lesen, das ist so interessant. Die waren wahrscheinlich komplett überfordert. Und Jesus, ihr habt es jetzt gehört, worum es geht. Jetzt geht und verkündet das. Geht. Dann kommst du irgendwann zu diesem Kapitel 13, was irgendwo die Mitte des Evangeliums ist, wo Jesus klar macht, wie das Reich Gottes ausschaut, wo wir jetzt gerade darüber predigen. Und du merkst, er versucht den Jüngern verständlich zu machen, was das Reich Gottes ist, weil fass mir das mal in einem Satz zusammen. Hat nicht mal Jesus geschafft, vielleicht bewusst nicht, sondern hat viele Bilder dafür verwendet. Und es hat irgendwo auch was Geheimes drin, was es zu entdecken gilt. Und dann geht es weiter. Die Jünger merken mehr und mehr, wir verstehen, was er meint, wir verstehen, wie unser Rabbi tickt, wir verstehen, was für ein Reich er bringen will. Sie haben schon ansatzweise verstanden, dass es anders sein wird, als sie ursprünglich gedacht haben. Ursprünglich haben alle Juden gedacht, jetzt kommt er und kickt die Römer raus, der Messias. Um mal zu verstehen, es ist kein politisches Reich, was er baut, sondern etwas viel Größeres, was auch irgendwann über Israel hinausgehen wird und die ganze Welt erobern wird und so eine unglaubliche Kraft in sich trägt. Wenn du mehr darüber erfahren willst, hör dir die letzte Predigt von Matthias an. Diese unaufhaltsame Kraft, die ihr Ziel erreichen wird. Als sie so verstehen, jetzt nimmt das Ganze Fahrt auf und wir entwickeln mehr und mehr ein Verständnis, ja, dann redet Jesus das erste Mal über sein Ableben, über seinen Tod. Und die Jünger denken sich, Moment, was? Jetzt groovt sich so langsam ein, wir checken, wie wir unser Leben leben sollen, wir checken langsam das Reich, was Jesus bringen will. Und jetzt will er weggehen? Überleg mal als Jünger, das ist doch weird. Und dann merkst du, das Ganze wächst und bewegt sich. Und da gibt es so eine spannende Diskussion in Kapitel 18, wo die Jünger miteinander streiten, wer der Bessere ist im Reich Gottes. Wer höher sein wird, wer seinen Job besser verstanden hat. Weil natürlich kann da eine Competition entstehen. So wie Jesus über das Reich Gottes spricht. Und Jesus staucht sie so richtig zusammen und macht ihnen klar, schau, wenn es im Reich Gottes nur um dich geht, geht es plötzlich gar nicht mehr um dich. Weil dann hast du gar keinen Platz drin. Und immer wieder solche Momente, die Jünger haben verstanden und doch nicht verstanden. Und Jesus baut weiter auf, hält ihnen immer wieder den Spiegel vor, aber macht ihnen auch immer mehr verständlich, dass das Ganze viel, viel größer ist, als sie denken. Matthäus 27, dann das grande Finale. Jesus stirbt am Kreuz und ist plötzlich nicht mehr da. Die Jünger sind am Boden zerstört, gehen wieder zurück in ihr altes Leben. Es ist nicht mehr viel übrig. Zum Glück kommt das Kapitel 28. Wer will das goldene Sternchen? Was ist da passiert? Die Auferstehung, genau, stille Kirche. Die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus besiegt den Tod. Jesus aufersteht. Jesus macht klar, nicht mal der Tod kann sich diesem Reich entgegenstellen. Versteht ihr, was da für eine Kraft drin ist? Versteht ihr, wenn der Matthias sagt, das ist eine Kraft? Verstehst du, was für eine Kraft da ist? Wenn nicht mal der Tod dem Leben und diesem Reich im Weg stehen kann. Und dann kommt der Moment, wo Jesus sich auf die Wolke stellt und langsam zum Vater hochfährt. Und so, als ob er so 2,50 Meter über Boden ist, bereits sagt er, ach ja, ich habe noch was für euch. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis alle Tage. Und die Jünger stehen so da und denken, Scheiße, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und jetzt sind sie da und müssen ausharren bis Pfingsten. Ich stelle mir diese Zusammenkünfte vor. Stell dir mal vor, du hast eine geile Church mit dem besten Pastor, also so wie du jetzt ungefähr.
Und dann geht er plötzlich und du kommst jeden Sonntag weiterhin zusammen zum Gottesdienst und es ist einfach kein Momentum mehr da. Keiner, der weiß, wie man predigt, keiner, der wirklich die Church anleiten kann. So müssen die Zusammenkünfte zwischen Auffahrt und Pfingsten gewesen sein. Das war wahrscheinlich eine Katastrophe. Weil Jesus, der Rabbi, der Leiter himself, ist einfach nicht mehr da und hat gesagt, wir haben gesagt, ja, was wollen wir machen? Wir kommen einfach weiter zusammen, wissen ja nicht wohin. Aber wenn wir wenigstens zusammen in dem Raum sind, machen wir keinen Mist und werden nicht wieder Fischer. Also kommen sie da weiterhin zusammen und harren aus. Bis dann Gott sei Dank der Heilige Geist kommt und alles anfängt Sinn zu machen und sie plötzlich merken, wow, okay, dieser Auftrag, den wir bekommen haben, er wäre plötzlich möglich, weil wir nicht mehr aus unserer eigenen Kraft heraus arbeiten müssen. Jesus hatte gesagt, ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende, während er so winkt, wer auf der Wolke wegfährt. Denkst du so, ja, aber du gehst gerade weg. Kennst du das, wenn jemand was sagt und genau das Gegenteil tut? Ja. So haben sie sich gefühlt, bis der Heilige Geist kam. Wir werden übrigens am Pfingsten auch den Heiligen Geist feiern. Aber schau, Jesus hat immer alle Menschen aufgefordert, ihm nachzufolgen. Immer wenn es darum ging, was soll ich jetzt tun? Komm und folge mir nach. Ich will dir dieses Leben zeigen, was sich in diesem Reich bewegt. Das ganz anders funktioniert. Und eine prägnante Stelle da drin steht in Matthäus 20, 28. Er sagte, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. So ein krasses Symbol, was die ganze Welt in Aufruhr versetzt. Für die einen ist es die Erlösung. Für die anderen der pure Anstoß. Der Gekreuzigte, der alles auf sich nimmt und sein Leben als Lösegeld hingibt für viele. In diesem Kontext folge mir nach und mach es genauso. Amen? Wo ist jetzt euer Enthusiasmus? Hä? Ja. Anfangs drehen wir uns um uns im Glauben. Das ist ganz normal. Ich habe mal eine Frage. Wer hat sich in den letzten 12 Monaten oder 18 Monaten für ein Leben mit Jesus Christus entschieden? Könnt ihr mal deutlich aufstrecken, so dass es die Church sieht. Bitte streckt eure Arme, die Ellenbogen. Guck mal. Ich habe eine Bitte an dich. Lies dieses Gleichnis für dich, schau auf dein Herz, weil es ist ein so guter Spiegel, sich diese Frage zu stellen. Wie sieht es denn in meinem Herzen aus? Ist mein Herz ein Boden, in dem Gottes Saat Wurzel fassen kann und aufblühen kann? Wenn du aber jetzt nicht aufgestreckt hast, bedeutet das entweder, dass du noch nicht an Jesus Christus glaubst, das ist ein Thema für ein andermal, mach dir mal Gedanken, weil es ist wirklich gut. Oder, dass du schon viel länger im Glauben bist. Und dann wird an diesem Punkt diese Predigt jetzt ein bisschen challenging für dich. Darf ich das machen? Ja, seid ihr ready? So vorne sind sie ready. Ja, Josh ist auch ready. Da hinten, wie sieht es da hinten aus? Ich mache nicht weiter, wenn ihr nicht wollt. Wir können jetzt hier einen Punkt machen und sagen, es ist recht geil. Aber ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen mit dir, wenn du schon länger im Glauben bist. Wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen mündig werden, mündige Nachfolger von Jesus Christus. Wir wünschen uns, dass Gott durch uns das tut, was er tun will. Amen. Wir wollen in unsere Berufung finden und das tun, was er von uns will. Ich weiß nicht, ob du Viktor Frankl kennst. Viktor Frankl ist ein Österreicher, der in 4 KZs war, 4 Konzentrationslager in dieser dunklen Zeit unserer Gesellschaft. Und das Krasse ist, dass ein Psychiater in dieser Zeit hat er angefangen, über das Glück zu forschen. Und er hat etwas wie ein Paradoxon des Glücks entwickelt. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Er sagt, wenn du das Glück ergreifen willst, wirst du es nie erwischen. Es muss dich erwischen.
etwas weiter gefasst, etwas weiter formuliert, macht einen Punkt und sagt, wenn du glücklich sein willst, kümmere dich um das Glück der anderen und du wirst sehen, wie das Glück dich finden wird. Ein anderer hat mal gesagt, du hast mir das erzählt, Mats, letzte Woche. Glücklich sein ist wie cool sein. Je mehr als du versuchst, desto weniger klappt's. Mit geistlichem Wachstum, meine Lieben, ist es genau das Gleiche. Mit geistlichem Wachstum ist es genau gleich. An einem gewissen Punkt werden wir geistlich nicht mehr wachsen, wenn wir uns nur noch um uns selbst drehen. Wenn wir jede Bibelstelle nur für uns lesen, dann werden wir uns irgendwo limitieren. Und ich habe jetzt eine Illustration und ich lade dich ein, aktiv mitzumachen. Du darfst gerne mal dein Smartphone nutzen und deine Kamera öffnen. Und dann stellst du deine Kamera auf den Selfie-Modus. Das heißt, du siehst dich selbst. Wow. Ja, ich weiß nicht, was die erste Reaktion ist. Ob dir gefällt, was du siehst? Mir gefällt es sehr. Ja. Es gibt ja zwei Typen Menschen, gell? Es gibt die denken, geiler Typ, wenn sie das sehen. Und die anderen, die fangen eher von unten an und denken, ja. Nee, schaut mal euch an, das ist der Trick der ganzen Sache. Guckt mal, was du siehst. Ich habe graue Haare bekommen an meinem Kinn. Ich wusste gar nicht, dass das Thema irgendwann auf mich zukommt. Ich könnte mal meine Augenbrauen zupfen, aber wenn ich anfange damit, musst du weitermachen. Liebe Frauen, ein Amen dazu. Ja. Ich sehe von den Ohren nur noch meine Ohrlappen. Weiß nicht, wie es dir geht. Was siehst du? Siehst du Pickel? Siehst du trockene Haut? Was siehst du? Und jetzt drück mal diesen Knopf mit dem Pfeil. Bei mir sind das 2 Pfeile in einem Kreis geformt. Und wechsel mal die Kamera auf die Hauptkamera. Dann siehst du einen gut aussehenden Pastor, wenn du dein Handy richtig gerichtet hast. Aber es gibt noch viel mehr Gutes zu sehen. Dreh es einfach mal ein bisschen rum. Dreh dich mal ein bisschen. Schau, was du siehst. Ihr dürft euch das Ding jetzt echt mal ins Gesicht halten. Das Social Media Team geht uns da immer wieder vorweg. Jetzt dürfen alle mal. Wenn ich mein geistliches Wachstum anschaue, bin ich dort merklich gewachsen, merklich in eine Reife reingekommen, obwohl ich noch lange nicht dort bin, wo ich gerne sein würde, um das vorwegzuschicken, wo ich aufgehört habe, für mich selbst am Sonntag in die Kirche zu kommen, wo ich aufgehört habe, nur noch für mich selbst zu beten, wo ich aufgehört habe, alles, was ich in der Bibel lese, nur auf mich zu schlüsseln. Es geht um viel mehr als um mich selbst. Am Anfang geht es um mich. Ich muss Dinge verstehen. Wenn du frisch im Glauben bist, hör mir nochmals zu. Du musst Dinge für dich persönlich verstehen. Daraus entwickelt sich eine Kraft und du wirst die Energie haben, überhaupt deine Berufung zu ergreifen. Ansonsten wird es was ganz Krummes. Aber wenn diese Energie aus dir heraus wächst, verstehst du, wenn du verstehst, wie Gott dich liebt, ist es ganz einfach, seinen Nächsten zu lieben. Und es macht Sinn, dass wir immer wieder diese Selfie-Cam aktivieren und immer wieder reinschauen und sagen, was von dem, was hier steht, habe ich noch nicht verstanden. Aber es ist wichtig, dass wir auch immer wieder bewusst diesen Knopf drücken und sagen, und jetzt zeig mir, Herr, was um mich herum passiert. Zeig's mir. Was bedeuten die 4 Böden, wenn wir die Hauptkamera aktiviert haben? Was ändert sich an diesem Gleichnis, wenn wir es nicht mehr auf uns verstehen? Was bedeuten die 4 Böden? Zuerst mal der 4. Boden. Bist du dir bewusst, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, von denen Gott sagt, da ist ein guter Boden? Checken wir das? Haben wir verstanden, was gerade passiert? Haben wir gerade gesehen, wie viele Leute aufgestreckt haben?
Haben wir verstanden, was es heißt als Kirche, wenn wir Explore jetzt gerade angefangen haben und rund 50 Leute Teil davon sind und die allermeisten von denen von 3 Jahren noch nicht mal Teil unserer Kirche waren, noch nicht im Glauben waren? Verstehen wir, was passiert, wenn Menschen sagen, Gott hat mich förmlich zu sich gezogen? Verstehst du, was für ein Privileg es ist und was für ein Momentum, wenn in allen 3 Standorten an Ostern Menschen zum Glauben kommen? Wenn wir mehr als 10 Menschen taufen dürfen am Ostersonntag, das wäre der Moment für Enthusiasmus, liebe Church. Gott tut gerade etwas. Wir haben Erweckung, liebe Leute. Wirklich. Wirklich. Ich sehe es überall, ich höre es überall. Egal mit welchen Pastoren ich spreche, sie erzählen mir das Gleiche. Gott fügt Menschen hinzu. Gott befreit Menschen. Gott wirkt. Die Frage ist, checkst du es? Oder bist du auf der Selfie-Cam unterwegs? Weil dann ändert sich ganz vieles. Und dann wird diese Stelle in Lukas 13, wir sehen diese 4 Böden nochmals, dann wird das für mich eine große Challenge, ganz ehrlich. Und das ist etwas, das will ich mal mit Gott besprechen, weil bis heute verstehe ich nicht genau, was es sagt. Es gibt Menschen, die haben verschlossene Herzen. Es gibt Menschen, die haben dornigen Boden. Es gibt Menschen, das ist wie ein felsiger Boden. Jesus selbst sagt noch in der Erklärung von diesem Gleichnis, gewissen Menschen kann ich nicht helfen, nur ich mir denke, warum denn nicht? Und gleichwohl, wenn ich es verstehe und ich halte die Spannung aus und sage, ja, irgendwo verstehe ich die Spannung nicht und ich verstehe nicht, warum es nicht jedem möglich ist und inwiefern das fair sein sollte von Gott. Und gleichwohl sehe ich den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat und gesagt, geht in die Welt hinaus und verkündigt das Evangelium, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und helft ihnen ein Leben zu leben, wie ich es befohlen habe. Und ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende. Was heißt das für uns, wenn wir das so verstehen mit dem Blick nach außen? Das sind Menschen um dich und mich herum mit gutem Boden, Menschen, die ready sind, das Evangelium zu hören. Und ich glaube, Jesus hat das den Jüngern ganz bewusst gesagt, weil ihm klar war, wenn ich ihnen den Punkt nicht klar verständlich mache, werden sie an ihrem Bruder rumbaggern und an ihrer Mutter und sie werden immer in ihrer Stadt bleiben, weil da die Menschen sind, die sie lieben. Und sie werden vielleicht mit den Pharisäern diskutieren, weil das sind doch die, die die Schrift kennen. Die sollten es doch verstehen. Aber sie verstehen nicht, dass nur Gott das Herz sieht und wir Menschen eben nicht. Das steht im 1. Samuel. Ein Mensch sieht das, was vor Augen ist. Ich aber sehe das Herz, sagt Gott. Und es ist wichtig, dass wir uns da wieder in einer Demut wiederfinden und verstehen, wir können nicht beurteilen, wer ready ist für das Evangelium, für die Botschaft Gottes. Und gewisse Menschen, da ist es offensichtlich, wenn sich 11 Menschen taufen lassen an Ostern, die sind ready. Lerne sie kennen. Helf ihnen, ein Leben zu leben, wie es Jesus gezeigt hat. Lass uns als Familie ein Ort sein, wo sie das lernen dürfen. Menschen, die frisch im Glauben sind. Aber auch außerhalb unserer Kirche. Menschen sind bereit, aber Gott weiß wer. Und es braucht ein Hinhören und eine Offenheit. Ich hatte so einen Moment am Karfreitag. Mein ältester Freund, der ist Mitte 80, der war früher mein Nachbar, ein paar Jahre, der ist jetzt über die Straße im Altersheim und ich besuche ihn ab und zu. Und es ist faszinierend, wie wir einfach eine Verbindung haben, das ist ganz speziell, wo das Alter irgendwie keine Rolle spielt. Und ich war am Duschen und ich wusste, abends ist Worship Night und ich wusste, ich muss heute noch zu ihm. Manchmal hast du einfach so ein Gefühl, dann tu's. Weil ich bin zu ihm gegangen, ich habe ihn ganz konkret angesprochen. Auf den Tod, auf das, was danach kommt, wie er sich fühlt dabei. Und ich habe ihn gefragt, ob ich ihm erklären darf, was ich glaube. Und er hat ja gesagt. Und als ich es ihm erklärt habe, hast du in seinen Augen gesehen, wie etwas passiert. Und das kann keiner mehr nehmen.
da passiert was. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele dieser Momente ich verpasst habe, weil ich in der Selfie-Cam unterwegs war. Weil ich nicht verfügbar war, als ich im Tram saß, weil ich im Stress war, als ich im Coop war oder im Migros. Dabei ist doch mein erster und oberster Auftrag, mich darum zu kümmern, dass sich das Reich Gottes verbreitet. So wie die Menschen vor uns sich in diesen Auftrag unterstellt haben und investiert haben, damit wir hier heute eine Kirche feiern dürfen, brauchen Menschen in 50 und 100 und 200 Jahren genauso lebendige Kirchen. Es muss der Moment kommen, wo wir von uns wegschauen hin auf andere. Sonst sind wir die letzte Generation, die von Gottes Reich spricht. Verstehst du? Es ist ein Auftrag, den Jesus uns zumutet, wiederum von uns wegzuschauen und anzuerkennen, dass er der ist, der die Herzen der Menschen sieht und etwas tun will. Und ich bin überzeugt, Gott tut gerade etwas. Und ich will dich wachrütteln dafür, merkst du das? Und ich will dich fragen, wie offen ist dein Herz? Aber nicht zuerst, dass du auf dein Herz schaust und sagst, wow, wo sind meine Dornen und wo muss ich die Rebschere ansetzen? Sondern wie offen ist dein Herz für sein Reich? Wie offen ist dein Herz für das, was er im Leben anderer tun will? Weil da sind Menschen um dich herum, die haben ein Herz, das bereit ist. Die brauchen diese Botschaft. Die brauchen Menschen, die vielleicht auch Gottes Liebe nicht in Worten weitergeben, sondern in Tat. Die ihnen die Aufmerksamkeit schenken, die sie von niemand anderem bekommen. Die mal eine Umarmung brauchen. Die irgendwo Unterstützung brauchen, einen Blick in die Augen. Und ich bin überzeugt, wenn wir jetzt beten und sagen, hier ist mein Herz. Schenke mir den Blick auf die Menschen um mich herum, den du hast. Und lass mich fühlen, was du fühlst, wenn sie nicht bei dir sind. Dann wird etwas in deinem und in meinem Herzen passieren und das ist mein Wunsch für heute. Weil ich glaube, Gottes Reich ist so viel größer, als wir erahnen können. Es ist eine unaufhaltbare Kraft. Und wir dürfen dazu beitragen in unserer Lebzeit, dass es seinen Lauf nimmt und dass es an Größe gewinnt und an Einfluss gewinnt und diese Welt zu dem Ort verändert, den Gott ursprünglich im Sinn hat. Wenn du magst, stehen wir mir auf und wir beten gemeinsam. Herr, wir danken dir für deine Worte, die manchmal so klar sind und manchmal so verschachtelt sind. In den Momenten, in denen wir nicht verstehen, was du genau gemeint hast, stehen wir demütig vor dir und fragen nach, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass wir es begreifen dürfen. Wir danken dir für all die Herzen, die du angezündet hast für dein Reich. Angefangen bei meinem Herzen, aber auch all die Menschen vor mir, die sich hingegeben haben, damit ich heute das habe, was ich habe. Eine lebendige Gemeinschaft, Brüder und Schwestern an meiner Seite, und selbst ein gläubiges Herz, was das glaubt, was dein Wort sagt. Ich bete, Herr, dass du mein Herz jetzt in die Hand nimmst, dass du den Finger rauflegst und das bewegst, was bewegt werden muss. Dass ich hinschauen kann auf das, was du siehst. Dass ich hinschauen kann auf die Menschen um mich herum. Durchbrich diesen Zyklus, wo ich mich um mich drehe. Und führe mich auf eine gesunde Art hinaus. Und lenk meinen Blick auf die Menschen, die du bereits vorbereitet hast für deine Botschaft.